Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Note, diesmal vor dem Bundesliga-Kracher zu Hause in Bayer Leverkusen. Ja, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr das, was ich hier so tue. Und damit gehen wir rein in den Bums. Wow, schwarzes Bild. Das wäre Licht. Die Nummer. Alle vorne bei uns, wunderbar. Ja, Schule. servus zusammen. Das nächste Topspiel ruft seine Fans und uns alle, der FC Bayern, morgen Abend in der Arena gegen Bayer Leverkusen. Willkommen zur Medienrunde mit Vincent Kompanie und Christoph Freund. Und mit euren Fragen her damit. Wer möchte loslegen? Was gibt's an Themen? Gibt's nix? Stefan Kumberger für Sport 1. Ja, guten Morgen. Herr Kompany, wie blicken Sie auf den Gegner, auf Leverkusen und wie gefällt Ihnen diese enge Taktung an Do-or-Die-Spielen, an engen Spielen, weil es folgt ja nach Leverkusen dann auch gleich Paris? Ja. Entschuldigung. Ja, Leverkusen, die haben, glaube ich, was haben die jetzt, seitdem der neue Trainer gekommen ist, haben die 16 Punkte von 18 mögliche Punkte in der Bundesliga. Und das heißt natürlich, dass die jetzt wieder dieses Topform haben in die Bundesliga. Und die bleiben torgefährlich. Also die haben natürlich viel Talent verloren, so kann man das sagen, aber die haben auch Talent gekauft und das darf man nicht unterschätzen. Und wenn man sieht, wie viele Chancen die kreieren und Toren, das die machen auch, dann bleibt es grundsätzlich eine torgefährliche Mannschaft. Ja, ich denke auch, dass das kein Selbstläufer wird, ne? Also ich denke schon, dass es, ja, es wird eine Probe für unsere Defensive werden, es sei denn, wir ersticken Leverkusen mit Ballbesitz. I don't know, das wird man sehen. Aber wenn man sich so die teilweise Ergebnisse anguckt, was ein Standbild übrigens, ist Leverkusen hinten aber lange nicht so sattelfest, wie sie mal waren, denke ich. Also von daher mal abwarten. Jetzt im Moment auch in der Bundesliga sehr gut punktet. Und das bleibt in meiner Meinung noch ein absolutes Topspiel in der Bundesliga. Wir haben natürlich noch ein bisschen diese Rivalität von letzter Saison und wahrscheinlich auch Saison vorher, die noch lebt in unserer Gruppe. Und deswegen bleibt das ein Topspiel. Und ja, klar, ich glaube, in unserem Kalender gibt es keine schwierige Phase, als wenn man in 6 Tagen 3 Spiele macht und immer nur 2 Tage Regeneration hat und dann auch zweimal Auswärtsspiel. Und das ist ein Faktor, aber das sind wir auch gewohnt. Und dementsprechend ist es jetzt nicht, dass wir auf einmal andere Ziele haben, weil unser Kalender nicht ideal ist. Das ist einfach so und trotzdem wollen wir gewinnen. Weiter geht's mit der Bild-Zeitung. Heiko Niederer. Guten Morgen, Herr Kompanie. Es wurde zuletzt viel über diese Laufstatistik gesprochen. Der FC Bayern ist Erster in der Laufstatistik, läuft mehr als alle anderen Teams. Das war vor einiger Zeit noch anders. Das hat sich erst unter Ihnen so entwickelt. Können Sie das ein bisschen aus Ihrer Sicht erklären? Ist das Philosophie? Wundert Sie das selber, dass Bayern mehr läuft als andere Mannschaften? Weil man denkt ja eigentlich vom Spielstil her, wenn man viel den Ball hat, braucht man gar nicht so viel laufen. Das ist immer abhängig, was man machen will am Ball natürlich. Also persönlich glaube ich, dass es Unterschied ist, dass wir natürlich sehr aktiv sind im Ballbesitz und dass wir dementsprechend im Ballbesitz nicht die Ruhe gönnten. Ja, wir haben halt viele Positionswechsel alleine schon, ne? Ist jetzt nicht so, dass immer, keine Ahnung, nehmen wir einen Ulisse, ich meine, klar steht der häufig an der Seitenlinie, genau wie ein Diaz auf der anderen Seite. Aber es ist auch oft genug so, dass sie dass sie ihre einrücken oder die Seiten wechseln. Und unsere Außenverteidiger sind ja dann auch mehr Mittelfeldspieler und so weiter. Ja, wir haben halt ganz, ganz viele Positionswechsel auch immer in der Mannschaft. Wir haben halt nicht dieses statische System da stehen, wo man sagt, jo, das ist jetzt dein Bereich und da bist du drinne. Und wir lassen den Ball Ringepilze rumlaufen. Haben wir auch diese Phasen, natürlich. Aber wir haben halt auch diese anderen Phasen. Ja. Und ja, dadurch hast du dann halt einfach auch eine höhere Laufleistung. Ja. Und natürlich auch immer wieder raus, rein in die Box, sich anbieten, freilaufen.
Ja, natürlich. Ja, es ist halt ein sehr aktives, wie er es sagt, ein sehr aktiver Ballbesitz und nicht einfach so, du stehst auf deinem Posi und lässt 'n Ball laufen, so. Aber ich weiß auch nicht, ob das heute dann noch so klappen wird überhaupt, ja, weil viele Gegner sind ja so, dass sie zustellen, versuchen zu pressen und so weiter. Du musst dich ja eh 'n bisschen mehr bewegen, wie es vielleicht noch vor 'n paar Jahren war. Gönnen an unsere, ich werde das auf Englisch mal sagen, dann Mach kann mal. ich spezifisch sein. So, I think it depends on how you want to have possession. So in our case, our possession is always very active. So most of the meters we do in possession actually create for a lot of those numbers and statistics. But it's an idea that you have to have. So you can have the classic idea of positional play, which is to put your players between the lines in positions waiting for the ball to arrive and to make the actions that are very dangerous from those positions. Or you can have a little bit of a mixture of positional play with a lot of activity, which is what I prefer because I think it makes it more difficult for defending teams. It forces the defending teams to make decisions. You know, if you have a run in behind, the first thing that happens as a defender is do I track the run or do I cover my man? And if you keep repeating those decisions that the defenders have to make, at some point they make a mistake. And then you need to have the quality of the players to still find the spaces, to still dribble, shoot, make the passes to have the assist. But yeah, a lot of the activity, it's not a question of resting or not. It's a question of this is how we create our goals, this is how we create our chances. Yeah. Ja, er hat das alles ein bisschen besser ausgeführt wie ich, aber am Ende des Tages, kommt's auf dasselbe raus. Nächstes Mal Gabel für RTL, bitte. Guten Morgen zusammen. Herr Kompanie, Alejandro Grimaldo ist bei Bayer Leverkusen, seit er bei Bayer Leverkusen hat er schon 7 Freistoßtore erzielt, ist damit der beste Kunstschütze in Europa tatsächlich, wenn man den Vergleich sieht. Wie stellt man sich dann auf so einen Gegenspieler ein? Versucht man dann seinen Spielern mitzugeben, okay, da in einer gewissen Zone müssen wir unbedingt vermeiden Freistöße, weil sonst wird der da hinkommen und ist das eine besondere Beobachtung, die man dann auch hat, wenn man sich auf so ein Spiel vorbereitet? Einfach hoffe, dass keine gefährliche Freistöße kommen. Das ist die Wahrheit. Ich kann dir wieder auf Englisch sehr lang erklären, was wir taktisch machen müssen, aber die Wahrheit ist, einfach hoffe, dass keine blöde Faust gemacht worden, dass keine Freistöße gegeben werden, dass vielleicht an diesem Tag keine unglaubliche Freistoßtag hat und dass die Torwart auch uns hilft in dieser Situation. Mehr kannst du nicht machen, glaube ich. Und am Ende letztendlich, egal was passiert, wenn wir ein Tor mehr schießen als die Gegner, dann werde ich doch trotzdem noch zufrieden sein. Gleich daneben Christian Kunz. So sieht's aus. Auch eine Frage an den Trainer. Alle feiern die Bayern Offensive, aber auch die Defensive ist sehr stark. Wie gefällt sie Ihnen als Trainer und welchen Stellenwert hat da Jonathan Tah bisher? Ja, also mein Kompliment für letztes Spiel ging eigentlich aus an die Defensive. Weil sonst macht keiner das. Also als Ex-Abwehrspieler Hallo? ist es auch wichtig, manchmal zu beobachten, was wir richtig gemacht haben. Aber ich meine das nur, weil wir haben 2 Kämpfe gewonnen. Wir haben den Raum kurz. Also hier auf meinem Channel wird auch die Abwehr gelobt, wenn die Abwehr gut liefert. Ne? Winnie. Wir haben den Raum aggressiv verteidigt, damit kein Schuss kam. Und natürlich ist es das letzte Spiel. Morgen ist wieder ein anderes Spiel. Das heißt nicht, dass wir morgen viele Tore schießen oder das heißt nicht, dass wir morgen keine Gegentore bekommen. Nur was die letztes Spiel gemacht haben, war sehr wichtig in Köln, um den Druck zu bestehen. Und ich bleibe dabei. Es ist nicht nur Jonathan Tah, natürlich Min-Jae Kim und es sind auch und Upamecano und da muss ich natürlich die Fullbacks auch nennen und die Mittelfeldspieler und Harry Kane, die auch mitverteidigt, wie gegen Dortmund mit dieser Grätsche. Das hilft alles dazu, dass die Abwehrspieler gut verteidigen und dass Manu und Jonas Urbich dann auch gutes Arbeit machen und
genauso ist das, wenn wir unsere Tore machen, dann hat das auch zu tun mit unseren Verteidiger und Torwart, die auch mithelfen am Ball. Und das Gesamtpaket ist immer wichtig, aber am Ende haben die ihre Zweikämpfe gewonnen und das ist als Innenverteidiger immer was extra. Nächster ist Carrie Howe für Sky. Ja, guten Morgen zusammen. Frage an beide vielleicht auch, weil es zur Defensive zählt. Sie haben gerade den Namen auch genannt, Jonas Urbich. Wie hat er Ihnen jetzt gefallen, auch in diesen beiden Spielen? Und wie sieht er auch die Competition mit Manuel Neuer aus? Klar, Manuel Neuer ist gesetzt, aber wie planen Sie da auch mit ihm jetzt langfristig? Danke. Entschuldigung. Wir haben letztes war natürlich das Gespräch, ist ein bisschen unterschiedliche Alter natürlich, aber wenn Jonas Urbich zu uns gekommen ist, letzte Saison in Januar, dann ist es sofort angefangen mit, glaube ich, Leverkusen Champions League. Und dann war Leverkusen, in diesem Moment gab es noch die Frage, ob wir Favorit waren oder nicht in diese Spiele. Und Jonas Urbich hat sofort angefangen und dann Inter Mailand auch in Viertelfinale Champions League und hat eigentlich nicht nur nie enttäuscht, hat die Mannschaft auch weitergeholfen in diesem Moment, wo wir das brauchten. Und was ich eigentlich meine ist, was wir gemacht haben in dieser Zeit, wir sind einfach ganz ruhig umgegangen mit seinen Einsätzen. Und es ging nie um Jonas und ich meine das in einem positiven Sinn. Das heißt, wenn wir einen Torwart haben wie Jonas, er ist ein Teil unserer Mannschaft, das ist das Wichtigste, dass er das machen kann. Und ich glaube, er hat immer wieder gezeigt, dass er das machen kann und in Zukunft wird die Druck auf ihm auch nicht erhöhen, weil er jetzt seine guten Spiele gemacht hat. Ich glaube, gerade wenn so ein Torwart wie Manu da ist, kann man eigentlich nur ruhig aufbauen und nicht glauben, dass man in ein Spiel oder zwei Spiele auf einmal alles machen muss, was Manu in seiner Karriere gemacht hat. Und deswegen glaube ich, dass es im Moment der richtige Weg ist für Jonas, dass er ruhig aufbaut und in Zukunft, wenn seine Momente wieder kommen müssen, dann werden wir genauso viel Vertrauen haben, wie wir bis jetzt gezeigt haben. Ja. Okay, wenn seine Momente kommen müssen, sagt alles, oder? Das heißt, Urbich wird nur Spiele kriegen, wenn Manu mal eine Pause braucht oder wenn er gesperrt ist. Ja, ich habe es letzte Mal ja schon gesagt, er trainiert sehr, sehr gut, er macht es gut und wie es jetzt auch der Trainer gesagt hat, das super Umfeld mit Manu und auch mit Ulle, die sich sehr gut verstehen, die ihn unterstützen und er kann sich da, glaube ich, in Ruhe sehr, sehr gut weiterentwickeln. Also ein sehr, sehr junger Torwart und es waren jetzt schon zwei spezielle Spiele für Jonas, muss man sagen, in Gladbach, man weiß die Rivalität Gladbach-Köln und in Köln, er ist Kölner, er kommt aus diesem Verein, das war ein Knockout-Spiel und man hat gesehen, dass er einfach ruhig spielt, dass er von der Mannschaft extrem akzeptiert ist und das hat auch der Trainer vor dem Spiel gesagt, es geht nicht jetzt um ihn, er ist ein wichtiger Teil der Mannschaft und so hat er sich auch eingefügt und wie gesagt, wir sind sehr, sehr froh, dass er hier ist und er entwickelt sich einfach richtig gut und es hat uns jetzt nicht überrascht, dass er es so gut gemacht hat. Ja, ist ein bisschen schade, dass man mit ihm so umgeht, wie ich finde. Also ich meine, man muss spätestens im Winter halt Nägel mit Köpfen machen. So, musst du mit Manu klären, jo, was ist jetzt Phase? Bist du noch ein Jahr da, bist kein Jahr da und ist er kein Jahr mehr da? Musst du den Urbich jetzt ranführen, dann braucht er Spiele. So, Punkt, ja. Ich wüsste auch nicht, was dagegen spricht. Guckt euch an, wenn Urbich spielt, der wirkt nicht nervös, der ist fußballerisch 1A. Torwartspiel war auch tadellos, also ich weiß nicht, was gegen ihn sprechen sollte jetzt. Ja, auch die Nachfolge von Manu anzutreten. Also ich wüsste nichts. Ja. Weiß ich nicht. Also ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ja. Ich persönlich gehe davon aus, dass ein Manu noch ein Jahr machen wird. Ja, da kann man jetzt von halten, was man will. Ich fände es dann nur schade für den Jonas. So. Wenn Manu Leistung bringt, wie er sie gerade bringt, ja, können das Gehaltsthema wieder aufmachen, das schenke ich mir jetzt an dieser Stelle. Dann ist das alles fein. Aber du hast halt diesen Torwart da und ich weiß nicht, wenn er dann jetzt 1,5 Jahre hinter Manu auf der Bank saß und ab und wann mal ein Spiel kriegt, dann brauchen wir jetzt auch nicht mehr darüber reden, so was kann er noch lernen von Ulle und Neuer.
So, ist 1,5 Jahre da, hat 1,5 Jahre mit dem mittrainiert. Ich glaube, dann hat man das gelernt, was man lernen kann. So, ja. Jetzt wird Zeit, dass er Spiele bekommt. Nur meine Meinung, ja. Ich bin sehr gespannt. Ja, auch ob er sich dann noch ein Jahr hinter Manu auf die Bank setzt nächstes Jahr. Keine Ahnung, schwierig. Also man sollte da mal klare Verhältnisse schaffen für ihn, aber auch für Manu, für die Mannschaft, für alles. Ja. Irgendwann ist es einfach an der Zeit, sorry. Ja, auch führungsspielermäßig muss ein Wandel auch mal, ich meine, der ist schon ein bisschen vollzogen in dieser Mannschaft mit dem Abgang von Thomas Müller. Aber auch ein Manuel Neuer sollte mal so langsam, bei allem Respekt für seine Karriere, die Segel streichen. Soll er noch 2, 3 Jahre, was weiß ich, soll er nach Schalke zurückgehen, kann er da noch 2, 3 Jahre im Tor stehen. Okay, die haben gerade den Karius da, ist, glaube ich, auch alles gut. Und ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Schwierige Diskussion, aber es hilft natürlich in Ubich gar nicht, da jetzt nochmal ein Jahr auf der Bank zu gammeln. Oder 1,5 Jahre, wenn wir diese Saison noch dabei nehmen. Und wenn wir davon ausgehen, dass nächste Saison er immer noch nicht die Nummer 1 dann ist. Oder nächstes Jahr dann. Ich meine, idealerweise wäre es ein Übergang, ja, dass man sagt, so wie es eigentlich diese Saison angeblich mal kommuniziert wurde, dass er seine Spiele bekommt. Ja, schwierig. Schwierig. Weiter Leider. geht's mit Sport 1, Stefan Kumberger. Vincent Nicholas Jackson hat ja so eine schwierige Rolle. Er ist nur in Anführungszeichen Leihspieler. Die Offensive funktioniert ganz gut, auch wenn er nicht spielt. Wie nehmen Sie ihn derzeit wahr? Wie arbeitet er und wie geht er mit seiner Rolle um? Der arbeitet sehr gut und wir haben letzte Woche, glaube ich, gesprochen über Integration. Und nach meiner Meinung ist seine Integration sehr schnell gelaufen. Und ja, ich weiß, warum die Frage kommt, aber ich habe kein Problem, auch eine total andere Meinung zu haben auf auf seine Leistungen bis jetzt, als manchmal in die Medien kommuniziert wird. Und ich sage, Naja, die letzten beiden Leistungen waren nicht gut. Ja, na klar, bemüht, so, das ist jeder in dieser Mannschaft. Ansonsten, glaube ich, wird es auch schwer. Bemüht, beweglich, so, keine Frage. Aber jetzt nicht wirklich ein Vergleich, wenn da irgendein anderer Spieler steht. Wobei man sagen muss, ja, ein Serge war jetzt auch nicht so super auffällig, die letzten Einsätze. Weiß ich nicht. Ja. Aber ja, er hat auch davor gute Einsätze gehabt, hat mir auch gut gefallen. Und ich denke auch, dass er ein Spieler ist, der uns noch auf jeden Fall weiterhelfen wird in dieser Konstellation. Aber fairerweise muss man auch sagen, dass die letzten beiden Spiele nicht gut waren. So. Er wirkte wie ein Fremdkörper, wirkte wie nicht gut integriert in dieses System. Ja, nochmal, bemüht, hat auch 1, 2 gute Bälle gespielt. Einmal so ein Doppelpassversuch, einmal hat er nochmal versucht, querzulegen. Ja. Da muss halt ein bisschen mehr kommen. So. Und natürlich braucht er ein bisschen Zeit. Ja, wie Kompanie gerade sagte, Integration. Ich glaube, dass das noch nicht ganz abgeschlossen ist. Was so das Spielsystem anbelangt, ist natürlich alles ein bisschen anders bei uns. Er wird ein wichtiger Faktor werden, da bin ich mir sicher. Und ja, ich bin da guter Dinge. Aber fairerweise muss man auch sagen, wenn Spieler nicht so gut, die waren jetzt nicht katastrophal, war jetzt keine Note 5 oder sowas, ja. Aber wenn die Leistungen schwach sind, sind sie schwach und dann muss man die auch nicht schönreden. Ja. Ja, einfach ganz, ganz objektiv, warum mein Gefühl war, in die erste Halbzeit gegen Dortmund zum Beispiel, hat er eine überragende Rolle gespielt, damit wir auch diese Leistung bringen in die erste Halbzeit. Das hat er auch gegen Paphos gemacht und eigentlich hat er, wie er spielt, wie er das Spiel interpretiert, sehr, sehr schnell verstanden, was wir von ihm erwarten, was wir wollen von ihm, ist dann auch wieder gut reingekommen gegen was war das Spiel? Club Brugge, ja. Und dann ist es für mich nur eine Sache von, okay, es ist ein Stürmer, wenn er trifft, dann sagen wir auf einmal, ist er der Beste und wenn er nicht trifft, dann wollen wir sagen, vielleicht reicht das nicht. Also ich schaue nicht so auf das. Naja, nee, auch da gehe ich nicht. Ich stimme Ihnen zu, so der Fakt, ja, logisch. Aber er hätte ja gar keine Chancen gehabt. Die letzten beiden Einsätze hat er gar keine Chancen gehabt.
So, wenn wir dahinter da irgendwelche Torchancen gehabt hätte, dann könnte man das ja als Argument gelten lassen, aber das war ja nicht der Fall. So, sorry, ja. Spiel. Und deswegen freut es mich eigentlich, dass wir Jackson da haben. Ich glaube, er wird noch wichtig sein für uns diese Saison. Das glaube ich auch, ja. Und Integration ist, was es ist. Das heißt, dass man immer ein bisschen Zeit braucht, aber in seinem Fall ist er spielerisch schon, wo er sein muss, mit uns. Und dann kommen vielleicht irgendwann die... Das finde ich zum Beispiel nicht. Ja, kann ja gut sein, dass er das System verstanden hat oder was. Das mag sein, aber wie gesagt, dafür war er mit zu wenig eingebunden, die letzten beiden Spiele. Ja, vielleicht hat er schon verstanden, vielleicht brauchen die Mitspieler ein bisschen, was ja schon eine andere Art dann ist. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Also ich will es auch gar nicht zu schlecht reden oder sowas. Davor hat er mir auf jeden Fall auch schon ganz gut gefallen. Und ich glaube, wie ich schon sagte, dass er noch ein Faktor werden wird, diese Saison bei uns. Und dann werden alle sagen, ja, trotzdem gute Spieler, aber ich habe schon gute Sachen gesehen und deswegen bleiben wir auch ruhig unterstützend und alles andere kommt noch. Machen wir so langsam die letzten Fragen. Julian Agadi für die Bild-Zeitung. Ja, Herr Kompany, ich hätte noch eine Frage zum Gegner. Leverkusen hat sich ja in den letzten beiden Jahren so ein bisschen zu eurem härtesten Rivalen entwickelt. Sie haben es anfangs schon angesprochen, nach einem eher durchwachsenen Saisonstart geht es jetzt wieder auch in die richtige Richtung. Trotzdem ist es ja so, dass Mannschaften wie Leipzig, Stuttgart, Dortmund dazwischen liegen, gerade in der Tabelle. Sehen Sie Leverkusen trotzdem immer noch als den härtesten Konkurrenten an? Und ist es morgen vielleicht auch eine Möglichkeit, schon vorentscheidend sich abzusetzen? Also mit einem Sieg wären es ja schon 10 Punkte auf Leverkusen. Was soll man denn jetzt bei 7 Punkten Rückstand von irgendwie den härtesten Konkurrenten nach 8 Spieltagen reden? Sorry, Alter. Weiß ich nicht. Ja, fühle ich jetzt nicht. Klar, wenn Leverkusen morgen gewinnt, was hat er gesagt? 7 sind's? Oder werden dann 10, dann werden es nur noch 4. Ja, aber dann ist sehr wahrscheinlich Leipzig auf 2 dran. Dann sieht die Sache natürlich anders aus, aber das wollen wir natürlich mal nicht glauben. Ja. Wir werden sehen, wie konstant Leverkusen schon ist, die kommenden Wochen. Ja, neuer Trainer, neues Team. Mal abwarten. Ja, ich bin nicht hier zu entscheiden, wer die beste Konkurrent ist. Also wichtig, das Einzige, das zählt für mich, ist, dass wir morgen siegen, dass wir gewinnen. Was aber Fakt ist, dass die Rivalität noch immer da ist von letzter Saison und wie die jetzt leisten, was die jetzt gebracht haben, wir können nicht unterschätzen. Das heißt nicht, weil die haben am Anfang die ersten 2, 3 Spiele vielleicht nicht viel gewonnen. Trotzdem haben die in den letzten 6 Spiele haben die 16 Punkte geholt. Und wenn so ein Gegner über die Bühne kommt, dann darf man nicht unterschätzen. Werden wir auch nicht machen. Aber ich sage es immer, wir sind zu Hause, wir haben volles Vertrauen in unsere Spieler. Es bleibt Fußball, keine Garanties, aber das Gefühl, dass wir morgen trotzdem noch unsere Leistung bringen können und gewinnen können, das bleibt, auch wenn Leverkusen sehr stark ist. Dann zweimal noch, zunächst Gary Howe. Erstmal kurz noch zum Personal. Sind da soweit jetzt alle, die auch in Köln gespielt haben, wieder mit dabei? Ja. Okay. Und Manu. Ja, genau. Und eine Frage noch zu Luis Diaz. Der hat ja fast jedes Spiel jetzt auch gemacht. Also zählt zu den Spielern mit den meisten Minuten. Auf der anderen Seite sieht man dann, wie viel er auch rennt im Spiel und auch noch kurz vor Ende diese Sprints nach vorne macht. Braucht er eine Pause oder sagen Sie, der kann das jetzt in den nächsten Wochen, Monaten so durchziehen? Wir haben ein bisschen das Vorteil mit Luis Diaz natürlich, dass er das gewöhnt ist, auf diese absolute Top-Intensität, immer wieder 3-mal die Woche zu spielen. Hat er schon oft gemacht in seiner Karriere. Und wir schauen immer ganz genau und er sieht noch sehr frisch aus im Moment. Er hat noch keine Signale gegeben, dass er Pause braucht. Er ist nur ein Mensch natürlich, also es kann immer wieder passieren, aber ich glaube, wir haben jetzt das Vorteil mit Lucho, dass er auch von seiner Alter ist, 27, das ist auch die richtige Alter, wo man das überstehen kann. Aber ja, falls, dann haben wir immer noch als andere Lösungen und dann werden wir das auch machen. Aber im Moment sieht es aus, als... Im Moment ist alles tutti bei Luis. Als ob er noch mehr spielen will. Letzte Wort hat Christian Kunz.
Eine Frage gerne an beide. Für Mike Wisdom geht es zur U17-WM. Wie erleben Sie ihn in diesem Profijahr und wie wichtig kann so eine WM für einen jungen Spieler sein? Ja, also ich freue mich persönlich auf seine mögliche Einsatz in dieses WM. Hat jetzt richtige Schritte gemacht, trainiert mit der ersten Mannschaft, auch gespielt zum ersten Mal. Und klar wollen wir auch, dass er dieses Erfolgsgefühl hat mit seinen Eltern noch. Ich glaube, dass das in seiner Entwicklung noch wichtig ist. Und ja, grundsätzlich freue ich mich auf seine WM und was dann noch auf uns zukommt. Ja, ich glaube schon, dass das was Besonderes ist, eine Weltmeisterschaft für sein Land, U17-Weltmeisterschaft mit seinen Jungs. Ich freue mich, wenn wir ihn da spielen sehen. Ist auch gut, wenn er da hoffentlich viel Spielzeit bekommt. Es war ja so, dass er im Sommer noch ein bisschen mit Verletzungen auch immer wieder zu kämpfen hatte. Er hat adaptiert, er ist ja noch sehr, sehr jung, hat sich jetzt an dieses Trainingsvolumen und die Intensität einfach gewöhnt, hat die letzten Wochen da richtig durchgezogen. Jetzt ist wichtig, dass er auf Spielzeit kommt und da ist die U17-Weltmeisterschaft jetzt sicher eine sehr, sehr gute Plattform. Darum freuen wir uns, wenn er da mit dabei ist. Danke, wir freuen uns aufs Spiel morgen. Danke euch, bis dann. Servus. Ciao, servus. Servus. Hört sich auf jeden Fall nach einem Plan an, würde ich sagen. Und ja, wenn ein junger Spieler Spielpraxis kriegt, ist es immer gut. Und ja, Lennart K. fährt nicht. Das ist auch okay, denke ich. Ich denke, er wird ein bisschen Spielpraxis noch bei uns kriegen. Und ja, ich bin gespannt auf die Aufstellung morgen, ob wir ein bisschen rotieren werden. Ich würde fast davon ausgehen, dass Winnie ein bisschen rotiert. Weil Dienstag halt schon Paris kommt. Mal abwarten. Ich meine, wir gucken, ich sag mal so. Ich meine, ist ja jetzt noch kein K.O.-Spiel in der Champions League. Aber ich glaube, wenn man jetzt wenigstens ein bisschen rotieren würde, wäre es auf jeden Fall das richtige Zeichen und auch das richtige Learning aus der letzten Saison. Ja, ich meine, wir sind jetzt noch nicht in der heißen Phase, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wäre es schon gut, dem einen oder anderen vielleicht mal eine Pause zu gönnen. Ja. Und mal, ja, ich würde fast davon ausgehen, dass ein Jackson aufläuft. Weil Serge hat jetzt auch nicht wirklich überzeugt. Ich glaube, der ist gut, wenn er nochmal draußen sitzt. In der Zentrale, ich glaube auch um so einen Pavlo wäre gar nicht verkehrt, wenn der mal eine Pause kriegt. Auch der wirkte ein bisschen überspielt. Ich bin gespannt. Ja. Aber da werden wir mal im Taktikfuchs ein bisschen Rätsel raten. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Hoffen wir auf ein gutes Spiel. Mit dem besseren Ende für uns. Und in diesem Sinne, haut rein, bis dann. Schönes Wochenende. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind